Marius, van der is Canada en helgedag, november de 11e, van der wordt een Remembrance Day. Ik denk van al die mensen wat aan het was zijn en de families, wat ze kan door wat moest leven. En mannen vroeger soldaten geweest zijn en velen hebben hun leven verloren. So we doen van die denken aan eigen dingen zijn. En doordat hebben we nu al aan vrede leven. En daar wel dankbaar voor zijn. Ai, caramba, die koffie ist aber so viel warm von dir. Immerhin, dass ich gut von dir mal ein bisschen eine Geschichte vertellen. Und die Geschichte nennt sich der Lad der Stall. Und warum dort ein Lad der Stall ist, ich will Ihnen sagen. Du wie das kranke Mann, der sehr krank, der wird gestorben war. Und seine Tochter, die sehr bekämmert über. So da fährt sie nur die Kirche und holt sich den Prediger daheim. Und als der Prediger dann an den Mann seine Stuben ankommt, so dass der steht, Lad der Stall besiegbar, kannst nicht beim Bad. Dann sagt der Prediger so gerade zu den kranken Mann, oh, du hast den Lad den Stall, du hast Loten Hans sagen, ich nehme an, du löst mich, oder du hast die Reit gemerkt für mich. Und dann sagt der kranke Mann, wer bist du? Und sagt er, ich bin der Prediger. Und dann, und ich wollte ihm mal vertellen von den Laden in Stall. Das ist nicht wegen die, wo er immer Stunden hat. Dann sagt er, der Prediger, mir haben die Tau, ich will nicht haben, meine Tochter das soll hören, ich will ihm eine Geschichte vertellen. Und sagt gleich, ich sage, hier oben wird durcheinander. Und ich die Geschichte vertelle. Bei Emmerhan, die Mann vertelt dann von Jahren dreimal, du einmal in der Kirche warst. Und das sage ich nicht, als wir Luther war in der Kirche gefahren oder nicht, aber anyway, wir mal in der Kirche warst. Und dann hat die Prediger geredet vom Beten. Und er sagt dann wieder bloß ein Uhr näher und andere ihr Rüt gegangen, er sagt, er hat nicht verstehen. Und er hat immer so gedacht, er versteht nicht zu beten. Er versteht nicht die feine, große Wirt zu brauchen, vielleicht was der Prediger steht, oder ein Missionar, oder wie immer. So hat er gedacht, er versteht das Ende wenig, so er würde nicht mehr baden mit beten. Das wollte er nicht mehr von weiten. Aber dann 4 Jahre drei, sagt er, dann hat er mit einem Freund, sehr guter Freund spaziert. Und dann haben sie von verschiedensten geredet. Und die haben auch von Beten geredet. Und dann hat sie gesagt, du will ich nicht von weiten. Ich verstehe das Ende wenig. Und dann hat der Freund zu ihm gesagt, ich will dir mal was sagen. Nächstes Mal, wenn du beten lässt, dann stell die in Stall, besiegbar haben, so muss man die über Stuhl legen. Und dann, wenn du spät wirst, oder eins, was du kämpfst, du extra wirst brauchen zu beten, dann stell die für Jesus zu setzen an den Stall. Und dann redet Jesus, korrekt sollst du nicht zu mir das. Du brauchst gar keine Wirt haben. Korrekt sollst du zu mir reden das, so kannst du zu Jesus reden. Jesus streckt seine Hand uit nach Arm. Und er will dein Freund sein. So, du kannst den reden und du kannst den alles sagen, was die bedreigt hat, Schwierigkeiten hat, oder Schlag hat, oder was du für dankbar bist. Alles kannst du Jesus sagen. Und so hat er gedacht, er hat nichts zu verlieren, er würde proben. So dann hat er sich den Stunde geholt und dann hat er sich vorgestellt im Kopf, dass Jesus das Autobogen. Und dann hat er den alles vertelt und er sagt, das hat ihm so schön gegangen. Alle dagen, wat kunnen mensen niet wat leren, wat er door thuis weer en door ferm stil zat en Jesus alles vertalen. Der hat sich bekehrt, der hat ein anderes Leben angefangen und den ging es schön. Und nu weer gestorben war. Und immerhin, der Prediger, der betet über Arm und der betet und spricht und seht über Arm. Und dann verleiht der Prediger. Und 2 Jahre später, dann fand die Tochter den Prediger und sagt, du bist die Vater gestorben. Dann sagt sie, wie smart und Vater seine Stube gegangen und wie sehr scharflich warst. Dann hat sie dann gesagt, ich will mit dem Stuhl fahren, mit anchecken. Und dann war ich meistens 3 sein, um 1 Stunde war ich 3 sein. Und dann, als er dann um 1 Stunde so zurückkommt, dann kam sie der Vater seine Stube nehmen und dann ist er gestorben. Und dann sagt sie noch, sie befand, das war sehr interessant. Der schwacheste Vater, der hat sich Utenbad, halfrüt geschlafen, dann hat er sich da so an den Stuhl neu gelehnt.
Und weit beantwortet doch, was er so wirklich war, dass man sich feststellt, dass Jesus du auf den Stuhl saß. Und nu, groß Eier gestorben, dann schlapp sich du auf den Stuhl ab und lehnt sich du so an den Stuhl noch. Und dort habe ich sein, dort habe ich wirklich nur an Jesus gebracht. Dass man, wie kann man so reden als ein Freund. Und weet je, nu met den coronavirus en COVID-19, zoals we het dan zijn, dat het laatste der Welt steht über Kopf und einer weiß nicht mehr, was er sich rechten kann. Und so ist hier das Mann, der als die Tochter den Prediger dort verteilt hat, dann fragt die Tochter nach dem Prediger, lässt die dort, mein Vater ist seilig gestorben. Und dann sagt er, und wäscht sich eine Thron so von ihr, und dann sagt er, jo, ich weiß, er ist seilig gestorben. Und sagt der Prediger noch, ich wünsche, wir können alle so sterben. Und immerhin, so ist ich schon erzählt von Covid-19, dort laat du es nicht mehr sagen, ein Tag ist es so, nächsten Tag anders, und bloß das Wort euren steht besser. Ich glaube, Jesus Gott, der redet uns. Und ich glaube, wenn uns das noch nicht nur an Gott bringt, Wort. Hij roept alle dag en hij klapt aan ons woord aan en leert we zelf opmerken. En wanneer we nu niet worden die opmerken, want we zijn vielleicht 14 en ik weet, ik had eens mal ook aufgeschoben. Ach, we waren morgen, ik kan nu niet tijd, oder dat heb je nog tijd. Weet nu juist aannemen, dan moet ik dit oder dat oder jant abgeben en dat jant op mij luisteren nog niet. En wer weet, wat vielleicht dan gewoon te laat zijn. Een dag, waar we anklappen, weil wir hier nicht dann die Deo opmerken. Dort, wenn wir da wollen anklappen, da wird Jesus rückchecken sagen, ich kann die nicht, seit dass die hier fortkommen. So, ich glaube immer, das ist wichtig, dass einer das nu annimmt. Das nu, ich habe Jesus annehmen aus dem Herland. Und dort, da wollen wir einmal treffen aus dem Rechter. Und sei erfahren, denkt einer, so, einer hat vertrokken met andere Sachen. En verjaard van de Bibel te lezen en ik doe dat zelfs. En dat doe ik voor, Jezus kan ons reden, dat wat we de Bibel lezen dan. En hij heeft ook gezegd, den einzigen Weg, wo wir können am Himmel ankommen, dort ist der arm. Hij heeft onze schuld betoeld. Der heeft ook betoeld, wie we hebben geboren hier. En Jezus is correct dezelfde, wat 2000 jaar terug, is correct dezelfde als vandaag. Dat is nog correct zo bekend am ons, was dan über die Menschen wir, und der leeft uns nach Krax zu sein, und der Schuld hat er betont. Wir können uns das nicht verdienen, wir können uns das nicht checken, das sagt Paulus in der Bibel. Wenn wir uns das würden checken können oder verdienen, dann, oder hier mit einem Schlag und verdienen, dann würden wir vielleicht auch damit pochen können. Das ist die Genode, was Gott uns gibt, wo wir können der seilig werden, bloß der arm. Das ist der einzige Weg. Und immerhin, hier von Struckel Manitoba, ich guck, wir können alle Mautfoten und er steht rum checken und alle Sorten Videos checken, oh, war das so schlecht und das so und das und dort und ja und das alle abgemerkt und weiß nicht was alles. Wer will aber uns an Jesus holen? Das ist Sache und das ist die Wahrheit. Hier wird das und dort und ja und abgemerkt und gelehrt und wer weiß nicht was alles. Weil wir uns auf Jesus verloren, da weiß wir das. Dann haben wir was auf ihrs. So, mag Gott uns segnen. Dankeschön. Wir können doch einen Scheinkaffee von der Welt nach Wara. Scheinet Frühstück merken. Oh. Mag Gott uns segnen. Dankeschön.